zusammen, hello everybody. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Welcome to my new video. Schön, dass ihr dabei seid. Nice to see you here. Das ist eine neue Serie von meinen YouTube-Videos. This is a new series of my YouTube-Videos. In diesen Videos möchte ich Deutsch und Englisch parallel sprechen. In these videos, I will to speak German and English parallel. Ich möchte es ausprobieren. I want to try out. Vielleicht ist es besser für euch als die englischen Untertitel. Maybe it's better for you as English subtitles. Okay, unser Thema heute ist die Modalverben. Our topic today is the modal verbs. Was ist das, die Modalverben? What is it, the modal verbs? Das sind die Verben, die eine spezielle Bedeutung haben, eine modale Bedeutung. There are the verbs that have a special meaning, a modal meaning. Im Deutschen haben wir 6 Modalverben. In German we have 6 modal verbs. Das sind die Verben müssen, must, können, kann, wollen, want, dürfen, may, sollen, should und mögen, like. Jetzt werde ich über allgemeine Bedeutung von Modalverben sprechen und ein paar Beispiele geben. Now I will speak about general meaning of these modal verbs and give some examples. In den nächsten Videos werde ich über jedes Modalverb einzeln sprechen. In the next videos I will speak about each modal verb separate. Das erste Modalverb ist das Verb müssen. The first modal verb is the verb must. Und das Modalverb müssen hat die Bedeutung des Befehls oder der Notwendigkeit. The modal verb must has the meaning of the command and necessity. Zum Beispiel, ich muss die Hausaufgaben machen. I have to do the homework. Das nächste Modalverb ist können. The next modal verb is can. Das Modalverb können hat die Bedeutung der Erlaubnis, der Fähigkeit und der Möglichkeit. The modal verb can has the meaning of permission, ability or possibility. Und hier ist das Beispiel. Here you can see the example. Ich kann gut zeichnen. I can draw well. Zeichnen ist to draw. Weiter das Modalverb wollen. Now the modal verb want. Das Modalverb wollen könnt ihr sagen, wenn ihr etwas wollt oder etwas wünscht. The modal verb want, you can say if you want something or you wish something. Etwas, something, and wünschen ist wish, to wish. Hier ist das Beispiel. Ich will Deutsch lernen. I want to learn German. Weiter das Modalverb dürfen. Now the modal verb may. Das Modalverb dürfen hat die Bedeutung der Erlaubnis oder des Verbots. The modal verb may has the meaning of permission or prohibition. Und hier seht ihr das Beispiel. Hier darf man nicht rauchen. Is not allowed to smoke here. Rauchen means to smoke. Okay. Und noch 2 Modalverben. 2 modal verbs more. Das Modalverb sollen, the modal verb should, hat die Bedeutung des Auftrags oder des Befehls. The modal verb should has the meaning of obligation
o Command. Zum Beispiel: Kinder, ihr sollt jetzt sofort eure Hausaufgaben machen. Kids, you should do your homework right now. Das nächste Modalverb ist mögen. Der nächste Modalverb ist like. Und dieses Modalverb hat die Bedeutung des Gefallens oder des Wünschens. So you can say this modal verb if you like something or you wish something. Zum Beispiel: Mein Freund mag Fußball. My friend likes football. Okay, und das war's über die allgemeine Bedeutung von Modalverben. And that's it about the general meaning of modal verbs. Und in den nächsten Videos werde ich über alle diese Verben einzeln sprechen. In next videos I will speak about all these modal verbs separate. Eure Hausaufgabe ist, diese Modalverben in eure Muttersprache übersetzen. So, in meine Muttersprache übersetzen. Your homework is to translate these modal verbs in your mother tongue. So in my mother tongue, translate. Und hier seht ihr 5 words to go auf Instagram und Facebook. So there you can find my site 5 words to go on Instagram and Facebook. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann bitte macht Daumen nach oben. If you like this video, then please like it and wir sehen uns im nächsten Video. See you in the next video. Tschüss!